Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. So, dann gehen wir doch mal wie versprochen in die Leichehalle. Da werden wahrscheinlich ein paar Leichen sich noch bewegen, wie ich vermute. Autopsiebericht Nummer 53477. Name des Verstorbenen Justin Hansen, männlich, weiß, 39 Jahre alt. Beobachtung: Vom Personaltod im Bett seiner Gefängniszelle aufgefunden. Hände aufgrund der Leichenstarre zusammengeballt. Sollte bald nachlassen. Wahrscheinlich nach Löschung des Lichts verstorben. Der Verstorbene war ein Kleptomane, der mehrmals in Haft saß. Unglaublicherweise klaute er sogar im Gefängnis weiter, wobei das nur seine klinische Diagnose entspricht. Okay. Dann brauche ich hier wahrscheinlich auch nette Granatwerfer. Und würde doch mal sagen, wir machen ein paar von den Dinger auf, wenn wir das können, dürfen, machen, was auch immer. So. Ich würde eigentlich ganz gerne ein paar von den Jungs aufmachen. Leider sehe ich nämlich, was dort drauf steht. Aber hier können wir. So, na dann ziehen wir zurück. Oh, der zappelt und zuckt aber ganz schön. Hat er was bei sich? Ist das eine Frage? Naja. Wie gesagt. Sicher ist immer sicher. Okay, das können wir auch noch raus. Das klemmt. Oder ist nichts drin? Können wir denn auch? Ja, dann können wir auch plötzlich. Okay. Ist auch nichts drin? Ja, ich lasse die einfach mal hier, weil wenn du was kommen sollte, kann ich die immer noch fertig machen. Der scheint noch zu existieren, oder? Da ist es... Ah, ne, okay. Ich habe gedacht, das wäre nur der Unterkörper. Oh, dann hört sie aber schon ins Gesicht geschossen. Okay. Na gut, hat er was bei sich, ja? Ich glaube schon, oder? Ich glaube aber, der hat was bei sich, oder? Ja, sehr schön. Er hatte Karo-Schlüssel. Und dafür steht er extra auf, um uns den zu geben. Der Sack, du Sau. Na, komm mal her, du. Sack, du Sau. Das sind aber mehrere. Ich glaube, da ist noch ein Zombie reingestolpert, ja. Dann laden wir doch erstmal in Ruhe noch. Schießen wir mal auf den... Laden wir mal noch. Und dann der neue Besucher hier. Bist du der Hausmeister? Fall endlich tot um. So. Gewitter erleiht, sind die hartnäckig. Diese Zombies von heute, unglaublich. So. Jetzt da war er. Na, einfach zur Sicherheit. Okay, dann können wir hier die Schubladen mal wieder zumachen. Wenn der Widerling da runtergekaspert ist, braucht das keiner mehr. Das behindert mich einfach nur hier. Und da ist nichts drin. Okay, gut. Streck dein Berzel nicht so raus, du Dappschädel. So. Die schieben wir sicherheitshalber auch nochmal rein. So. Und dann schauen wir mal, ob wir auf der Seite noch Leute rausziehen können. Ja, tatsächlich. Halli, hallo, hallöle. Was verstand du Schönes bei dir? Helfen wir uns zur Sicherheit. Eine Blendgranate. Okay. Dann hier. Da ist nix. Na gut, nachdem der nämlich aufsteht, ich muss es ja nicht riskieren, ne? Theoretisch können die in Ablage F wieder zurück. Wie Friedhof. Okay, ach, nichts drin. Voll Deivel. Das können wir auch wieder zurückschieben. Okay, was auch immer das für Insekten waren. Aber da ist mehr davor verschrocken als vor einem Zombie. Was ich ganz interessant finde. Okay, dann können wir jetzt die hier dort mit kombinieren. Und können uns das mal pfeifen, oder? So. Geiler Scheiß, oder?
Wir haben jetzt ohne rechts auch A gezeigt, dass unsere Konstitution anscheinend gestiegen ist. Finde ich cool. Finde ich cool. Aber für wie lang? Anscheinend nur für gewisse Zeit und nicht dauerhaft. Ja, das geht auch runter. Schade. Ich habe gedacht, das wäre dauerhaft. Na okay, Kurbelvertiefung. Ja, da müssen wir uns mal merken, dass es nur vorübergehend ist. Habe ich hier Geräusche gehört? Vorsichtshalber. Schauen wir einfach mal. Ne, okay. Für Teufel, Mr. Gehirnimus. Ich habe eigentlich gedacht, dass das dauerhaft wäre, aber schade. Es ist halt ein Salat. Gut, da kommen wir wahrscheinlich erst später wieder hier, wenn wir vom Polizeirevier auskommen. Ne? Karo-Tür und Karo-Tür. Das können wir jetzt wenigstens schon mal machen. Huch, wo kommt denn der plötzlich her? Na, kriegt er mal ein Kanätchen, die Gosch. Und wir wechseln noch schnell hier. Rums. Hat das gereicht? Ja, Trophäe erhalten in Kupfer-Ohrensausen. Okay, ja gut, die Granate sind wir jetzt leider achtlos als Sekundärwaffe. Und ja, Blendgranate hätten wir immer noch zur Auswahl. Gut, dann haben wir jetzt auch noch gesäuert. Schönes Säurebad genommen. Ich renne trotzdem, auch wenn nochmal ein Licker kommt. Die erschrecken eben schon nochmal hin und wieder. Was war das jetzt nochmal mit dem Ding hier? 7439. Das hat... Ah, ja, okay. Gut. Ah, das ist hier. Genau, da wollte ich nämlich hier zu dem Einsatzware und gucke, was da noch drin ist. Ah. JMB HP3. Okay, das scheint eine bessere zu sein. 9mm Pistole mit 13 Schuss. Die erste Pistole mit zweireihigem Magazin. Ihre Feuerkraft galt damals als bahnbrechend. Ja, cool. Dann wird es doch definitiv meine Waffe hier, ne? Cool. Der Schlüssel ist jetzt eigentlich Achfort. Der ist all. Dann haben wir hier alles gemacht. Und dann kann ich hier erstmal noch durchgehen zum Schießstand. Und dann wieder zum Captain's Office. Dann können wir mal wieder in der Polizeistation rumwascheln. So, aber das scheint ein Tummelplatz für Lickerwoche zu sein, hier der Keller. Das gefällt mir an sich schon mal gar nicht. Ja, wir sind noch richtig. Du könntest mir jetzt nämlich möglicherweise auch noch was Schönes kriegen. Also gleich mal aufmachen. Und in der Polizeistation haben wir dann auch noch ein paar Türen, die wir dort mit aufmachen können, in der oberen Geschosse. So, da haben wir mal wieder rotes Kraut. Also für einen Bosskampf können wir uns dieses Rot-Blau-Gemisch-Kraut dann definitiv mal merken. Dass wir da einfach mehr Konstitution haben. Und ein nicht entwickelter Film ist das mal wieder, ne? Jo, ein nicht entwickelter Film. Ja, nimm mit. Gib her. So, das müssen wir dann nämlich nochmal in der Dunkelkammer entwickeln. Bin immer gespannt, was da rauskommt. Okay. Na dann wieder raus. Ja, wir sind noch richtig. Gut. Dann hieß das jetzt wohl ab zum Büro des Polizeichefs. So. Jetzt haben wir aber diese ultra coole Waffe, ach, diese neue Pistole, wo auch wesentlich mehr Schuss reinpassen. Ich denke, das können wir dann austauschen, ne? Da können wir dann in der Inventarbox können wir die SLS 60 wahrscheinlich dann wegmachen. Und wenn wir Upgrades kriegen für die SLS 60, kann ich sie immer noch nachrüsten, wenn ich wieder bei der Inventarbox bin. Und für die JMB HP3 kann ich immer noch Upgrades finden und dann damit kombiniere. Vermute ich jetzt einfach mal so steil. Da haben wir sie wieder. Blaues Kraut. Gut, dann kombinieren wir das doch gleich mal wieder. Und verstauen das dann beim nächsten Mal gleich. Ne? So, hier. Na. Gut, jetzt funktioniert das wieder. Und hochwertiges Schießpulver in Weiß kombinieren wir mal mit dem anderen von dasselbe Marke. Und herauskommt MP-Munition 120. Das heißt, jetzt haben wir Maschinenpistole-Munition. Cool.
Bringt uns natürlich was, wenn wir erst die Maschinenpistole haben. So. Haben wir sonst schon irgendwas? Hier können wir nichts mehr aufnehmen. Hier war wahrscheinlich so ein armer, einsamer Typ, der hier Dienst geschoben hat. Ah, für die GM79 haben wir einen Schulterschaft. So, jetzt muss ich gerade mal gucken. Ah, das ist für die hier, für den Granatwerfer. Spezialzubehör für den GM79, das den Rückstoß mindert und die Geschossflugbahn stabilisiert. Das ist natürlich ziemlich geil. So. Oh, jetzt ist das Ding auch im Inventar größer geworden. Gerade mal gucken. Jo, jetzt hält die das Ding auch etwas anders. Cool. Ah, du kannst auch Zubehör dann entfernen. Das finde ich immer ziemlich cool gemacht. Okay, das nimmt jetzt halt nochmal einen Slot mehr ein, aber sei es drum, dafür ist das Ding auch etwas besser. Wir bleiben trotzdem dabei. Und damit haben wir alles hier erreicht, was wir vorerst erreichen können. Also, wieder hoch mit uns, ne? Dann müssen wir mal wieder hoch in die Polizeistation. Flucht war ja wohl erstmal nichts, ne? Okay, dann ab direkt zum Büro vom Polizeichef. Der hat bestimmt ein paar geile Sachen noch parat in seinem Büro. Büro des Speckmanns. Ja, jetzt sind wir hier direkt Chefbüro. Okay. Cool, schauen wir doch mal. Es speichert. Und, okay, das führt übers Freie sogar. Und Claire wird auch nass, wie ihr sehen könnt. Nur die Hoa finde ich leider nicht gut animiert. Das ist sehr schade. Ansonsten ist nämlich alles ultra geil animiert und richtig schön gemacht. Okay, wisst was? Wir kombinieren das grüne Kraut jetzt einmal damit. Jo, gemischte Kräuter. Grün, Rot und Blau. Schick. Gut, jetzt sind wir wieder drin. Jetzt trocknet es auch. Jetzt wischt sich erstmal der Dreck von der, oder der Regen von der Lederjack. Und dann kommen wir hier über den Geheimgang direkt ins Chefbüro rein. Ach Gott, der Herr Decadenzio. Alle ausgestopfte Tiere hier drin. Oh, die hat sogar Laserzielvisier. Das ist ja geil. Und über den Geheimgang geht es dann halt direkt runter in die Tiefgarage. Ja, der Typ hat es ziemlich easy gehabt, als die Scheiße ausgebrochen ist. Das scheint wohl auch ein Restroom zu sein hier. Das heißt, wir können eine ganze Krusch erstmal verstauen. Die Blendgranate. Wir haben noch ein Kampfmesser, das möchte ich eher haben. Hat nämlich auch einen praktischen Wert, das Kampfmesser als Sekundärwaffe. Okay, wir brauchen die Munition erstmal nicht. Weißt du, da will wir das brauchen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wie gesagt, die verstauen wir jetzt auch erst einmal. Wir nehmen dafür die Waffe. Die bringen wir direkt zu der Dunkelkammer dann. Cool. Dann müssen wir nämlich jetzt keine zwei Pistole die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Inventarbox und Schreibmaschine. Wir gucken uns erst nochmal hier um. Wenn wir hier schon gleich die Möglichkeit haben mit Inventarbox und Speichern, ist das natürlich ziemlich geil. Okay. Nicht, dass wir hier noch irgendwelche Gegenstände verpassen. Okay. E-Mails von Chief Irons. Polizeichef Irons, für Ihre unerschütterliche Unterstützung habe ich Ihnen einen kleinen Betrag überwiesen. Ich hoffe, ich kann mich darauf verlassen, dass Sie Ihre Untergebenen weiterhin überwachen, insbesondere die Überlebenden der Villa. Beseitigen Sie sie, falls notwendig. WB. Ich weiß, wer das ist, aber dazu kommen wir später noch. Polizeichef Irons. Ich habe Ärger mit dem Umbrella-Hauptquartier. Die Anzugträger wollen die Früchte meiner Forschungsarbeit einheimsen. Aber keine Sorge, der Sturm wird bald schon vorbei sein. Machen Sie nur weiter, was ich Ihnen sage, da wird schon alles glatt gehen. WB. Polizeichef Irons, Sie müssen das Wachpersonal meines Labors verstärken. Ihre Handlanger sollen auf Verdächtige schießen, egal ob sie getötet werden, selbst wenn es Umbrella-Mitarbeiter sind. Ich stehe kurz vor der Vollendung von G. Und ich will nicht, dass irgendein Arsch dazwischen funkt. WB. Polizeichef Irons, erledigen Sie Ihren verdammten Job. Ich habe gesagt, dass ich mehr Wachpersonal brauche. Ist Ihnen nicht klar, wie wichtig das ist? Was das Finanzielle betrifft, so kann ich alles bezahlen, wenn ich erst die Macht habe, vorher nicht. Kapiert? Sie sind nicht unersetzbar. WB. Oh je, reizender Bursche. Reizender Mensch generell. Ja, hier ist noch was. Okay. Oh ne, das ist die Inventarbox. Habe ich sonst irgendwas verschnarcht? Vielleicht die Türe einfach aufmachen? Da geht es wieder nur ein weiterer lustiger Korridor. Und da... Ah ja, da brauchen wir den Herzschlüssel, ne?
Sieht wohl, ja, Herztür. Okay, sieht bloß aus, als könnten wir eh nur hier. Tja, dann. Ah, da ist noch was. Da ist doch noch was. Tierpräparationstagebuch. Weißwedelhirsch, Männchen, circa 6 Jahre alt. Fangort Arkleberge. Länge 1,85 Meter, Gewicht 160 Kilogramm. Ist zwar gut geworden, aber ich bin diese mickrigen Viecher langsam leid. Vielleicht soll ich mich mal mit anspruchsvolleren Tieren zuwenden. Sibirischer Tiger, männlich, ca. 4 Jahre alt. Fangort Region Chabarowsk, Länge 2,89 Meter, Gewicht 289,9 Kilogramm. Bin fast gekommen, als ich in den gelben Bauch aufgeschlitzt habe und seine dampfenden Eingeweide herausquollen. Ich rieche immer noch nach Raubtier. Das ist das wahre Leben. Schwein, Weibchen, 22 Jahre alt. Fangort Raccoon City. Länge 1,60 Meter, Gewicht 49,8 Kilogramm. Der Körper dieses Exemplars ist weich. Schön, komplett weiß. Der gehört mir. Für immer. War ist das eine Drecksau. Ja, wenn man immer denkt, die Typen könnten nicht hassenswerter wäre, ne? Findet man immer noch eine Bestätigung, dass die tatsächlich wirklich noch hassenswerter wäre können. Gut, MP-Munition 50. Die können wir gleich wieder in die Inventarbox. Jetzt ist es endlich auch blau hier markiert alles. Okay, dann direkt 3. Dann haben wir beim nächsten Mal, wenn wir auf die Inventarbox zugreifen, mit Maschinenpistole schon mal direkt 170 Schuss. Das ist nicht zu verachten, würde ich mal sagen. Okeli-dokeli, Naserivler und weiter geht's. Gott, ist das krank. Also ich finde es eh schon fertig, wenn jemand auf Jagd geht, einfach nur um Tiere als Trophäe auszustellen. Ja, und da hat er wahrscheinlich schon, wenn man da mit Schwarzlicht drüber geht, hat man wahrscheinlich viele verdächtige Flecke. Bäh. Drecksau. Ja, das sind so Leute, denen geht einer ab, wenn sie Tier töten. Das sind Leute, die sollte man selber mal ähnlich ausstopfen und präparieren. Nur meine persönliche Meinung. Okay, hochwertiges Schießpulver in Weiß. Ah ja, da kommen wir auch noch hier. Brauchen wir wahrscheinlich noch was zum Auslöser. Ein Dodo hat er natürlich. Das wird noch aus dem Museumsbestand sein, ne? Und ein Grizzly natürlich noch. Sehr beeindruckende, majestätische Tiere. Kanada kürt übrigens immer zum Winter die fetteste Bärin von Kanada. Das hat aber keine fiese Hintergründe, sondern einfach nur, um zu zeigen, ob und wie die Bären noch durch den Winter kommen, ne? Und dass dann ihr Revier immer kleiner wird und sie deswegen weniger Nahrung finden. Deswegen machen die das. Brief des Reparaturservice. Ihrer Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro. Gott, Analphabet, warum bin? Ihrer Beschreibung des elektronischen Türschlosses im Polizeichefbüro nach müsste wahrscheinlich etwas ausgetauscht werden. Sie brauchen Schaltschrankteile, um das Problem zu beheben. Zum Glück ist gerade einer unserer Mitarbeiter in der Polizeistation, um die Glocke des Uhrturms zu reparieren. Wir haben ihm ein paar Ersatzteile mitgegeben und sagt, er habe eins im Lagerraum Ost im Stockwerk 3F gelassen. Sollte etwas schiefgehen oder Sie mehr benötigen, suchen Sie einfach im Uhrenturm auf. Wir sind Ihnen stets gerne behilflich. Ihr freundlicher Handwerker. Okay, das muss ich jetzt auch finden. Relief. Ah. Da brauchen wir wahrscheinlich auch der Herzschlüssel dafür, ne? Hübsches gerahmtes Relief. Ja, da ein Relief, das 2 Liebende zeigt. Da brauche ich wahrscheinlich der Herzschlüssel dafür. Oder da ist er, der Herzschlüssel. Motto hier. Auf einmal. Ja, da muss ich was öffnen. Da brauche ich dann dieses Ersatzteil dafür. Damit ich da reinkomme und mir diverse geile Scheiß schnappen kann, wie Gott sei Dank. das hier. Die Schlüsselkarte. Damit komme ich dann raus ohne. Okay. Aber dafür muss ich jetzt erstmal woanders hingehen. Immer auf der Lauer. Ja, dass plötzlich Gegner kommen, wo vorher Kenny waren. Aber erstmal speichern. Und jetzt noch dem Herz und Karo, sag ich, Herz und, was war der andere? War das Karo-Schlüssel? Ja, Karo-Schlüssel. Nachdem ich die zwei jetzt habe, kann ich auch ein paar neue Türen und Bereiche öffnen.
Ich habe bei dem Bild zuerst gedacht, dass man dafür eigentlich den Herzschlüssel bräuchten, um das aufzuschließen, dass da ein lustiger Gegenstand drin ist. Aber falsch gedacht. Jetzt sind wir hier, wo wir eigentlich noch mit der Kurbel hinkommen könnten. Und ich habe halt wirklich vermutet, dass wir die Kurbel kriegen, ne? Ah, auf die muss ich also schießen für weitere Trophäe, vermute ich. Da muss ich wahrscheinlich bestimmt die Anzahl von den niederschießen. Ja, da komme ich dann erst später wieder durch von der anderen Seite. Das heißt, wir sind jetzt mal wieder in einem ganz anderen Bereich. Ja, das war der Mr. Raccoon. Ich vermute einfach, dass die erst seit dem Keller freigeschaltet werden. Ah, da komme ich nochmal runter und da komme ich nochmal hoch. Da ist schon Lampe leer. Oder brauchen wir die nicht? Ja, wir brauchen sie. Natürlich. Okay, da kommen wir zu diverse Sachen. Und Holzbretter hätten wir hier auch wieder parat. Wobei in der Höhe brauchen wir das wahrscheinlich eher weniger. Ja? Okay. Eine Blendgranate. Holzbretter ja, aber ob ich die haben möchte, ist die andere Frage. Okay, nix. Wieder Pistole, Munition, das kann ich definitiv gebrauchen. Weißt du, was wir machen? Wir nehmen die erstmal mit. Das kann nicht schade. Die Blendgranate kommt wieder bei Chief Irons ins Büro rein. Wir gehen erstmal eine Runde runter, bevor wir jetzt nochmal Richtung Glockenturm gehen. Weil ich nämlich noch eigentlich in der andere Bereich rein möchte von der Polizeistation. So, wo ist denn die Kiste? So. Blendgranate kann weg. Schießpulver packen wir auch erstmal weg. Und die Holzbretter packen wir auch erstmal rein. Sehe ich derzeit nicht dringend als Notwendigkeit an. Deswegen gehen wir erstmal ein bisschen runter. Vielleicht kommen wir da wieder in bekannte Bereiche. Ah, auf jeden Fall zombelt das sehr. Okay, da kommen wir hier rein. Im Ostteil. Da kommen wir auf jeden Fall in 2 weitere Räume rein, die wir bisher noch nicht betreten konnten. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh nein. Definiere oh nein. Oh, das ist oh nein. Na, okay. Vielleicht hätte ich die mitnehmen sollen, aber egal. Sind da welche? Nee. Dann warten wir, bis der Kasperkopf hier durchkommt. Was zur Hölle? Alter. Gott, wie lange halten die aus? Ja. Das Geräusch. So saftig. Njam, njam, njam. Okay. Wir gehen nochmal zu Chief Irons ins Büro. Dann nehme ich halt doch die Holzbretter mit. Moment, habe ich den Schlüssel? Ja, Schlüssel habe ich schon rein, den Autoschlüssel. Okay. Noch einmal. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Machen wir halt hier unten nochmal dicht. Sei denn, der Torkel Kasper ist nochmal aufgestanden. Ne, es sieht nicht so aus. Gut, dann machen wir halt hier nochmal zu. Sicher mal das Gebiet halt nochmal ab. Das ist schon zugenachelt. Und du... Okay, ist auch nix. Und du ist auch schon zu. Okay, da kommen wir mit dem Herzschlüssel rein in den Bereich. Vernehmungsraum. Okay. Quatsch, nicht der Karo-Schlüssel. Natürlich der Herzschlüssel. Gut. Pistole-Muni, nie verkehrt. Den Bericht kann ich leider nicht lesen. Ansonsten ist hier noch ein Kästchen. Ah. Quatsch. Na. So. So wäre doch ein Schuh draus, oder? Natürlich. Und was finden wir da drin? Stars-Abzeichen. Das gucken wir uns auch mal an. Ist hier noch drauf, was drauf ist? Ja, natürlich. USB-Dongle. Ja, super. Sehr schön. Das brauchen wir dann für Stars Büro. Sehr cool. Moment. Das wechseln wir gerade ein bisschen. Das ist nämlich so ein Verbrauchsmaterial. Das können wir gleich dann wegmachen. Cool. Jetzt haben wir da auf jeden Fall... Ah, okay. Natürlich.
Okay. So, damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Okay. Scheißvieh. Ja, jetzt haben wir nämlich so einen großen Radius. Trophäe erhalten Kupfer wie Tontauben schießen. Lad doch noch. Claire? Oh, mir hätte nichts mehr zum Nachladen. Ja, super. Okay. Na dann. Aufs Köpfchen. Auf dem Mr. Gehirnimus. Ich hoffe, der ist kaputt. Alter Falter, da habe ich mich jetzt auch ganz schön verschrocken hier bei dem Licker wieder. Die sind immer wieder von Jumpscare gut, die Knabe. Okay. Der sieht aus, als wäre er gestorben, als wäre als auf der Flucht gewesen ist. Okay. Das sieht doch so aus, als hätten wir hier schon jede Menge Zeug gut. Ah, da kommen wir noch mit dem Karo-Schlüssel rein. Schießpulver. Okay. Haben wir noch Schießpulver? Nee. Ja, da kommen wir erstmal nicht durch. Aber glücklicherweise hat uns der Licker hier den Weg aufgemacht. Konfiszierungsbericht. 14. August 1998. Ort RPD, Wartezimmer, 2. Stockwerk. Konfiszierungsgrund. Verdächtiger Mann wurde am vermerkten Ort gefunden. Als ein Beamter ihn zur Rede stellte, spielte er den Verwirrten. Er wurde verhaftet. Eine Notiz in seinem Besitz wurde konfisziert. Anmerkung. Es weiß zwar sowieso jeder, aber es handelt sich um Justin Hansen, 39 Jahre alt, ortsansässig, alleinstehend, der regelmäßig im Gefängnis einsitzt. Er ist zwar an sich kein schlechter Kerl, aber ein spatzenhirniger Kleptomane. Unglaublich, dass er ausgerechnet auf der Polizeistation etwas mitgehen lassen wollte. Er ist ein Papierfetzen in einer Plastiktüte. Okay. Moment, Papierfetze in Plastiktüte. Möchte ich jetzt aber auch nochmal gucken. Polizeistation. Bla bla bla, das wollte ich eigentlich nicht. Konfiszierungsbericht, ja. Da ist ein Papierfetzen in einer Tüte. Ah, 6211. Das ist mal wieder Tresorkombi. Haha. Okay, cool. Da muss ich dann nochmal gucken, wo wir das herkriegen. Aber wir haben auf jeden Fall mal wieder Tresorkombi. Und zwar, wir haben noch irgendwo ein Tresor. Schließfächer-Terminal, da brauchen wir noch eine Type, die wir also nicht gefunden haben. Irgendwo hier noch ein Tresor. Tja, nee. Da ist noch ein Tresor im Wartezimmer. Okay, da wollte offensichtlich dran der Hansel. Und hier sind wir jetzt erstmal 8 durch. Ja, da führt sie erstmal zu nix. Es sei denn hier. Okay, heute mache ich auch mal wieder ein klein bisschen länger, ihr liebe Leute. Hochwertiges Schießpulver weiß. Kombinieren wir noch gleich mal dort mit, damit wir noch hier ein bisschen Säuregranate haben. Kann nämlich definitiv nicht schaden. Und da brauchen wir dann wieder den lustige Kreuzschlüssel. Okay, gut. Dann ist das hier alles geklärt. Geklärt, verstanden? Ach, wie schlecht. Okay. Da geht's noch wohin. Und zwar wieder hoch. Da würde ich sagen, wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo wir dann wieder eine Safe-Kombination gefunden haben für den im Wartezimmer und wo wir diverse andere Spirenzchen noch machen können mit Herz und Karo-Schlüssel. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.